Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Vista. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Persönlich bei Claudia Lesser. Schön haben Sie eingeschaltet. Sie fällt mit ihrem extravaganten Look und vor allem ihrem grossen Lachen auf. Sie hat ein unglaublich beeindruckendes Sportwissen und sie ist eine echte Marke in der TV-Landschaft. Ich sage herzlich willkommen, Steffi Buchli. Hallo. Und neue Mami seit Mitte Januar. Ja. Darüber wollen wir heute natürlich auch reden. Du siehst sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, ein Mami sein, das tut dir gut. Ich hoffe es, ja. Die Augenringe alles weggeschminkt. Das ist das Einzige, wo man damit muss kämpfen, nebst dem Strahlen, wo auch so ein kleines dort. Das ist etwas Wunderschönes, wirklich sehr lässig. Ja. Was war denn dein grösster Glücksmoment, den du heute erlebt hast? Was hast dich heute am meisten genervt? Der Tag ist noch nicht so lang. Jetzt muss ich gerade überlegen. Also für mich, Carly ist jetzt gerade so in dem Moment, wo man sich auf Büchlings herlegen kann und dann stützt sie sich so und das Köpfchen heben und da flippt natürlich das Mami aus. Wunderbar. Und die Frust hatte ich noch keine heute. Hat man irgendwie auch nicht mehr so viel, oder? Mit einem Kleinen? Es relativiert sich doch einiges. Ich bin sonst noch so leicht explosiv vom Naturell her, aber ich finde, es tut sich vieles sehr relativieren. Du bist wieder am Arbeiten seit jetzt ein paar Tagen, seit der Hockey-WM. Nach 4 Monaten zurück im Studio. Was war das für ein Gefühl? Es ist lustig. Wenn mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, das ist wie Velofahren. Aber lustigerweise bin ich wirklich nervös gewesen, wie wenn ich es noch nie gemacht hätte. Dann hat es so ein paar Minuten Sendung gebraucht und dann war es wieder gut gewesen. Dann habe ich mich wieder wohl gefühlt. Aber es hat wirklich so schnell die Sicherheit habe ich mir wieder holen, dass es noch geht und dass ich es noch kann. Das kann sich gar nicht vorstellen, dass es dann so schnell wieder weggeht. Ja, die Routine, ja, so von wegen. Ja. Was hat dir irgendetwas gefehlt bei diesen 4 Monaten Fernsehabstinenz? Also es ist ja eine mega intensive Zeit, wo ich eigentlich wenig Raum hatte, um zu finden, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne lieber etwas anderes machen. Und habe ich auch bis zum ersten Tag, als ich ins Büro hineingelaufen bin, nicht gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich reingekommen bin, wie fest das Fernsehmachen Teamwork ist. Ich bin irgendwie die ersten 3 Stunden bin ich von einem Tisch zum anderen und hallo. Und ich habe das mega genossen, die Leute wieder zu sehen, weil ich mich wirklich in dieser Phase nach der Geburt bin ich in einer anderen Welt gewesen. Ich habe relativ wenig Leute vom Fernsehen gesehen und die wieder zu sehen, das ist lässig. Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hockey-WM ist natürlich nicht so eine freudige Sache, als sie in die Schweiz ausgestiegen ist. Und trotzdem ist es aber auch wieder dein Einstieg. Wenn man so deine Karriere anschaut, hat man ja das Gefühl, du hast eine sehr geradlinige Karriere gemacht. Zuerst Matura, dann bist du zwar einmal zu der UBS das Praktikum gemacht, aber ab dann ist Radio gekommen, Zürichsee, Radio 24 und dann der Einstieg bei der SRG 2003. Klingt ein bisschen nach Masterplan, ist es aber wahrscheinlich gar nicht gewesen, oder? Wenn man dich sonst so kennt. Eigentlich wirklich überhaupt nicht. Ich habe relativ schnell gemerkt, als ich angefangen habe, Radio zu machen, dass ich dort so das Feuer habe. Und es hat mich auch bestätigt, von dieser Bankgeschichte wegzugehen. Bei der Bank hat mich eigentlich immer alles interessiert, außer das Banking. Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Ich wollte etwas Vernünftiges machen. Die Eltern gesagt, du Steffi, mach mal etwas Anständiges. Die haben schon eine Erwartung gehabt. Mein Vater hätte selber sehr gerne studiert, hätte mir das ermöglichen und ich hatte dort aber nicht so Interesse gehabt. Ich habe Interesse an Sprachen, Sprachstudium. Ich habe gefunden, es geht mir viel zu lang, bis ich da etwas Handfestes machen kann. Dann habe ich mich wirklich eigentlich aus Vernunftgründen für die Bankgeschichte entschieden. Und dann habe ich gemerkt, das ist nichts. Und dann, als ich beim Radio angefangen habe, habe ich gemerkt, da ist so mein Herz. Und dann hat es so eins andere genommen. Und dann bin ich in diesem Sport gelandet, weil es mich einfach am meisten interessiert hat. Und von dort her sieht es jetzt wirklich so aus, wie wenn es total geradlinig wäre. Ein Sportstudium wäre ja noch in Frage gekommen, nach deiner Sportlerkarriere. Ja, das hat mich ehrlich gesagt weniger interessiert. Ich habe wirklich mehr das Berichten oder das Geschichten erzählen. Das hat mich dann wirklich mehr fasziniert. Du, der Papi hat dich zum Sport gebracht, zum Fußball, gar nicht zum Unihockey? Oder Nein, der hat uns früh mitgenommen in so die Firmenfußballwelt, also überhaupt nicht irgendwie eine Profi-Ebene, sondern die Spassfußballwelt. So den Duligsgeschmack habe ich jetzt noch in der Nase, die es dort hatte, rund um die Garderobe herum. Und so bin ich irgendwie dazugekommen. Und das hat dann nachher so ein bisschen seinen Lauf genommen, dass ich eigentlich immer das Grundinteresse für Sport hatte.
Aber das Unihockey, wer hat denn gefunden, du Steffi spielst Unihockey? Das ist eine gute Kollegin gehabt. Das habe ich viel einfacher meiner Schwester nachgemacht. Okay. Die ist 2 Jahre älter, die hat das angefangen. Das war gerade so die Boomsportart, so vom Schulsport zum richtigen Sport quasi. Und dann ist das eigentlich ganz ein einfacher Weg so. Aber das ist ja total, jetzt nicht gerade das Weiblichste, oder? Das Unihockey. Ja, das stimmt. Also, weil es ein ruhiger Sport ist. Aber ich bin immer gerne auch so auf dem Pausenplatz eher Fußballfraktion als Gummitwist-Fraktion. Von dem her hat das eigentlich noch gut gepasst. Wie bist du aufgewachsen? Deine Mama war Coiffeuse. Dein Papi hat einen Verkaufsleiter-Job. Über Jahre, glaube ich, hat er das mehr oder weniger immer weiterverfolgt. Er hat einen grossen Wechsel gehabt. Ja. Wenn du zurückschaust auf deine Familienkonstellation, sieht das ja sehr bodenständig aus. Ist das absolut so? Bodenständig, sehr bodenständig. Und ich finde, ich habe auch so die Werte vermittelt bekommen, wo man vielleicht als Kind, wenn du am Samstag musst jetten, anstatt irgendwie, ich weiß auch nicht, in die Stadt lädeln oder so, dann so findet man das nicht lesen. Und ich habe gerade letztens mit meinen Eltern geredet und habe ihnen so gesagt, weißt, im Nachhinein denke ich, ihr habt schon vieles richtig gemacht. Weil oder wir haben zum Beispiel, ich wäre natürlich in der Sommerferien immer liebend gern mindestens auf Honolulu und wir sind dann im Nationalpark wandern, oder? In dem Moment findest du, hey, nein, das geht überhaupt nicht. Und jetzt, ein bisschen mit dieser Sicht von der Carly, wo ich jetzt selber Mutter bin, finde ich natürlich eigentlich mal so die Haustür, das vor der Haustür zeigen, total etwas Wertvolles. Hat sich die Sicht auf deine Eltern verändert mit der Carly? Die Sicht auf sie glaube nicht unbedingt, aber unsere Beziehung ist enger geworden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, sie wollen damit nicht mich sehen, sondern einfach nur Carly. Das ist total fies. Du, das ist, glaube ich, so das Lied in der Natur von der Sache. Zu wem hast du den besten Bezug? Zur Mami oder zum Papi? Ich glaube, ich bin ähnlicher wie mein Papi. Durch das fighten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und, aber sonst glaube ich fast gleich. Ja, wirklich. Ich sehe sie auch meistens zusammen. Ja. Das Extravagante, weißt du, die Frisur und so, ist das von Mami geprägt? Nein, überhaupt nicht. Die hat man eigentlich immer versucht, anständige Frisuren mit zu machen. Spengeli und Ja. so. Ja, oder eben die Kurzhaarfrisuren. Sie hat immer gesagt, die Haare müssen abbilden, dann, dann werden sie stark und kräftig. Sind sie dann nicht geworden, darum habe ich sie immer noch kurz. Aber das Extravagante, das hatte ich glaube schon früh gehabt, aber ich weiß nicht, wem ich das zuzuschreiben habe. Ich habe zum Beispiel, als ich in der Primarschule war, sind gerade so enge Hosen in und ich hatte dann so weite Hosen gehabt. Dann habe ich es immer einfach gemacht. Ich habe ein Kümmeli um das Handgelenk genommen. Dann bin ich zur Tür aus, ciao Mami, und dann habe ich draussen meine Hosen mit dem Kümmeli enger gemacht, als sie waren. Es hat wahrscheinlich oberhohl ausgesehen, aber ich habe wie die Vorstellung gehabt, wie das muss sein. Ich habe auch so komische, ich habe zum Beispiel immer so eine Matrosenmütze wählen als Kind und ich habe gestürmt, bis ich sie hatte. Auch so gewisse Fürze hatte ich schon immer gehabt. Aber das zeigt ja, dass du wahnsinnig viel Mut gehabt, in der Klasse etwas anderes zu tragen wie alle anderen. Das braucht ja viel Mut, als gutes Selbstbewusstsein. Ja, ich habe glaube nicht ein übergrosses Selbstbewusstsein gehabt, aber einfach eine sehr klare Vorstellung, was ich machen will oder was ich kann machen. Ja. Was war deine Rolle in der Klasse? Ich war ein paar Mal in Klassen so Klassensprecherin oder wenn es Probleme gegeben hat, habe ich die auch mal vorgetragen, irgendwie bei einem Lehrer oder so. Wenn es darum ging, mit Worten etwas zu erreichen, bin ich glaube schon immer so ein bisschen in der vorderen Reihe gestanden, aber überhaupt nicht irgendwie nicht die Schlagfertig, die alle im Boden hineingeredet haben. Nein, überhaupt nicht so in Extremis. Nein. Das ist ja dann oft so ein bisschen die, die nachher moderieren. Zum Beispiel. Ich lade dich da mal ein Familienkärtchen ziehen, wenn wir schon beim Thema Familie sind. Was ist bei euch eigentlich am Mittagstisch diskutiert worden? Kraut und Rüben. Meine Eltern haben sich gar nicht eingemischt, über was bei mir in der Schule läuft. Die haben irgendwie immer gefunden, no news is good news. Haben das so durchgezogen. Und das haben wir breit. Wir waren auch nicht sehr politisch oder so. Ja, aber der Sport wahrscheinlich schon. Ja, das sicher auch. Ja, das ist sicher. Du lies mal, was auf deinem Kärtchen steht. Oh, wo siehst du dich beruflich in 10 Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Dann bin ich 47. Dann wollen Sie mich wahrscheinlich am Sender schon nicht mehr sehen. Ja, raus mit viel Botox. So ist es ja bei uns. Ja, genau, völlig verbotoxt in irgendeinem Sportstudio. Nein, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage, weil ich eigentlich noch nie aktiv Karriereplanung gemacht habe. Ich weiss auch, das zeigt sich jetzt gerade, obwohl ja deine Bio schon anders aussieht. Ja, es sieht wirklich danach aus, aber es ist eigentlich bis jetzt immer so organisch hat sich entwickelt. Ich weiss wie nicht. Bei mir geht das Herz auf eben bei dem, was wir jetzt machen, nämlich ausführlich miteinander schwätzen. Ich habe gerne Tags, wenn ich weiterhin das machen kann, wenn ich weiterhin Live-Momente haben kann. Im Fernsehen finde ich das cool, aber ob ich es in 10 Jahren immer noch will, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Das Thema älter werden steht dann so im Fokus. Ist das etwas, was dir Angst macht? Nein, Angst überhaupt nicht. Aber ich bin einfach realistisch. Eben, die Halbwertszeit von weiblichen Fernsehleuten, die ist einfach gegeben, weil brutalerweise in unserer Welt niemand will alte Frauen am Sender haben. Bei den Männern sagt man, ja, jetzt mit diesen grauen Schläfen, der sieht super aus und so. Und bei den Frauen etwas Äquivalenz gibt es nicht. Im Gegenteil. So Konkurrenz, die nachstoßen kann? Die macht mir ehrlich gesagt keine Angst. Keine Angst. Ich habe auch Freude. Wir haben viele junge Reporter und Journalistenkollegen und so. Und ich finde, das hält frisch. Wenn man dort anfängt, zickig tut, dann hat man glaube ich, schon verloren. Ich will dort locker bleiben. Ja, und abgesehen davon sollten die Frauen auch ein bisschen zusammenhalten. Ja, unbedingt. Du bist 2003 bei der SRG eingestiegen. Es ist ganz speziell, dass man im Sport arbeiten muss. Man muss so einen Stage machen, eine riesige Bewerbung schreiben. Genau. Und dann darf man sich mal so durchkämpfen. Oder? So erlebt man das von außen. Und dann hat man es ja als Frau wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwerer wie als Mann im Sport. Du hast es auch schon oft betont, dass du das am Anfang auch so erlebt hast. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass ausgerechnet dort, wo andere Länder sagen, wir stellen eine Frau an, weil das zieht ja viel mehr, man das eben genau nicht dort forcieren? So wirklich erklären, abschliessend erklären kann ich es mir nicht. Ich glaube, es hat nach wie vor damit zu tun, dass, wenn ich selber in meinem Umfeld umfrage, nach wie vor viele Frauen kein Interesse oder kein Feuer für Sport haben. Sie müssen dann schauen, weil ihre Männer schauen. Und entsprechend, glaube ich, nimmt man es einer Frau im ersten Moment vielleicht wie nicht ab, dass sie sich wirklich für die Materie interessiert. Und unser Chef damals, als ich reingekommen bin in die SRG, der hat eigentlich fest darauf geschaut, dass jeder journalistisch vor die Kamera kommt. Also der arbeitet zuerst im Hintergrund als Reporter, macht Beiträge und. Und irgendwann kommt dann der Schritt vor die Kamera. Und durch das musste ich den Weg gehen, wo bei uns jeder macht. Und das ist vielleicht ein Härten. Am Anfang muss man sich wirklich beweisen. Mhm. Gut, das härtet ja auch ab, oder? Also mich hat es definitiv abgehärtet. Macht einen parat, oder? Für Ja. das, was einem nachher auch erwartet. Ich meine, das erlebst du ja auch. Es ist ja nie nicht so, bist es so ausgestellt, es gibt so viele Experten, die genau wissen, ob das jetzt richtig ist, was du sagst, oder nicht, wie im Sport. Oder? Entsprechend ärgere ich heute noch jeden kleinen Fehler ungemein. Und das spornt einem auch an, um auch nach Jahren noch so dran zu bleiben und einfach wirklich sich seriös vorzubereiten. Man könnte dann irgendwann so ein bisschen in Schlendrian ankommen und ich glaube, das rächt sich im Nu. Und das spornt mich eigentlich mehr an, um dran zu bleiben. Schaust du dann Sendungen von dir nachher nach? Ja, ich bin so ein bisschen ein Pingel. Ich schaue relativ viele Sendungen von mir, weil ich so finde, während den Anfängen, ich muss schauen, irgendwelche komischen Ticks oder so oder komische Bewegungen oder so. Ich schaue das relativ viel, kann aber das recht abstrakt anschauen. Am Anfang ist es ja sehr schmerzvoll, die eigene Stimme zu hören und sich noch zu sehen und so. Und jetzt mittlerweile habe ich dort so einen rechten Business Approach. Ich schaue das und mache mir Notizen und ändere und gehe wieder in die nächste Sendung hinein. Der Florian darf etwas sagen. Der sagt relativ viel. Etwas ist ein guter Kritiker, finde ich. Natürlich auch, weil er selber Fernsehen gemacht hat. Und ich bin sehr dankbar. Ich glaube, wenn so das ganz enge Umfeld einem nicht mehr manchmal in den Spiegel vorheben könnte, wäre das relativ schlecht. Ich habe ihm auch schon ein paar Mal gesagt, du musst mir sagen, wenn ich schlechter werde. Wenn ich es nicht merken sollte, musst du es mir sagen. Man muss ihn auch noch ertragen, oder? Vom Partner. Das würdest du dann? Ja, das würde ich glauben. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? In der SRG-Kantine? Nein, nicht also mal ursprünglich sind wir uns mal vorgestellt worden. Der Paddy Kählin hat mir den Flo vorgestellt und dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen und dann haben wir uns an einem Fest, wo Fernsehleute waren, wieder getroffen. Dann ist es nochmal ein Zeitchen gegangen und dann haben wir uns dann das erste Mal außerhalb vom Fernsehen getroffen und dann hat es so seinen Lauf genommen. Also nicht Liebe auf den ersten Nein, Blick. es war etwa der vierte Blick, glaube ich. Ja. Und das hat der Paddy Kählin dazu gesagt. Quasi. Ich weiß gar nicht, ob er das weiss. Ehrlich gesagt, Paddy, du bist es. Sind wir sehr unterschiedlich, ihr beide? Es geht. Ich glaube nicht einmal so. Ich glaube, wir haben uns sehr auf der gleichen Bühne und also jeder für sich natürlich. Aber nein, ich glaube, wir sind ähnlich. Ja. Wir sind nicht ergänzend. Nein, also das sehr Konträre. Ja, weißt du, viele sagen, das ist spannend, weil ich ich bin so und darum ist er so. Nein, wirklich nicht. Eher so auf der gleichen Linie. Ja. Du, schauen wir mal, wie Herr und Frau Schweizer dich sehen. Ja, wir sind auch bei dir natürlich auf die Straße gegangen und haben gefragt, was fällt Ihnen spontan zu der Steffi Buchli ein?
Die sieht irgendwie grün-liberal aus oder grün. Ist das Maruga? Nein, das ist nicht Frau Sommaruga, aber fast. Das ist die Köchin, die kennst du. Das ist Fernsehfrau. Das ist die Moderatorin. Irgendwie so eine Game Show. 1 gegen 100. Susanne Quenz. Macht das Wetter oder etwas? Das ist eine Moderatorin, Sport, glaube ich, oder was heißt Die Sportmoderatorin. Sport, ja, ist etwas gleich. Wetter und Sport ist etwas Gleiche. Berühmteste Sportansagerin vom Schweizer Fernsehen. Ich weiss nicht, wie sie heisst. Steffi Bucheli. Steffi Bucheli. Bucheli? Ist das ein Buchli seine Frau oder Tochter? Das ist Steffi Bucheli. Bucheli, genau. Ich kenne sie jetzt nur von der Swiss Sports Award. Also ihr Mann ist beim Schweizerischen Eishockey-Verband. Hat jetzt gerade ein Baby bekommen, ja. Er ist gerade Mutter geworden. Ich weiss einfach, dass sie ein Kind bekommen hat und dass man sie nicht mehr so viel sieht. Sie zeigt auch ein neues Frauenbild, ja, mit dem Job, mit dem Baby, das sie hat, ja. Ja, sie ist eine sehr aufgestellte. Also ich sage, die kommt raus im Sport und alles. Die ist sehr gut. Ist sehr gut informiert natürlich über Sport. Das ist gleich welcher Sport. Ich finde immer lässig, wenn du die irgendwo im Fernsehen siehst. Macht auch coole Patzer und so. Ja, und neben den anderen Herren mit dem Walliser Dialekt macht sie das wirklich wunderbar, ja. Du bist, glaube ich, noch kompetent, ja. Schwätzt ein bisschen viel, okay, gut. Was mir in dieser auffällt, ist einfach die Frisuren, die immer wieder neue Frisuren bringt, uns ist überrascht wird. Frisurtechnisch ist sie immer ein bisschen ausgefallen. Ich hatte immer ein bisschen Mühe wegen der Frisur und wegen der Haarfarbe. Der hat mehr Haar wie ich, das ist schon gut. Das ist ganz eine lässige, zackige. Sie ist tough, redet gut im Fernsehen. Aufgestellt, modern. Lustig. Ein bisschen durchgeknallt. Muss man ja sehen, wenn man im Fernsehen will, also in den Medien will, etwas machen. Ja, eine offene, clevere. Total aufgestellte Frau. Und ihr Rücken, der kann auch noch ein bisschen Zucker haben. Die Walliser sind gut Die informiert. Walliser, die haben eine gute Auffassung gehabt. Dabei hast du noch gar nicht so viel gezeigt. Nein, Das das stimmt, das Rücken. Aber den hat er natürlich gemeint. Oder? Ja. Das ist ein unglaublich schön tätowierter Rücken. Ich glaube, der ganze Rücken. Oder? Ja, ziemlich, ja. Ist das etwas, das konstant gewachsen ist? Oder so eine Jugendsünde Mitte 20, die du gefunden Also hast? es war etwa Mitte 20, aber es gefällt mir eigentlich immer noch. Durch das würde ich nicht sagen Jugendsünde. Und ich habe es dann mal noch so ein bisschen erweitert. Ja, aber mir gefällt es eigentlich nach wie vor sehr. Es ist blöd, wenn Motivation. nicht. Mir gefallen einfach Tätowierungen sehr. Ich glaube, ich hätte noch 2, 3 mehr, wenn ich nicht SRG-konform bleiben. Aber Carly befindet sich jetzt noch nie Nein, da. nein. Irgendwo so ein bisschen à la Beckhams oder so, jeden Namen tätowiert Das haben. sollen Fußballer machen. Dabei gibt es auch ein paar Hockeyspieler, die Ja, Tattoos das haben. Das ist irgendwie ein Klischee, oder? Das Was habe ich da- sehr lustig gefunden, als der Bühne Huber sich Gell? so Ich denke, von ereifert was hat. redet er? Da habe ich gedacht, er hat glaub, noch nie die Unterarme der Hockeyspieler gesehen. Die haben nämlich zum Teil auch so recht gefüllte Oberarme. Ja. Spannend, wir haben ja vieles gehört, mit was kannst du dich identifizieren, mit was sagst du, hey, das bin ich gar nicht. Also lustig habe ich das gefunden, dass jemand gemeint hat, ich sage Frau Sommaruga. Was haben wir ja. denn für ein Bild gezeigt? Und also viel, das fällt mir auf, dass die Leute viel sagen, gut gelohnt und lachend. Es geht auch gewissen Leuten schaurig auf den Geist. Ich komme manchmal Mails über von Leuten, die sich beklagen, dass ich den Sport so auf die leichte Schulter nehme. Das ist nicht lustig und so. Und ich muss damit gerade nochmal lachen, weil ich finde, wenn dann der Sport nicht mehr auf unserer leichten Schulter ist, was dann im Leben? Ich finde, Jetzt stell dir mal vor, du würdest nicht lachen. Dann Ja. würde wahrscheinlich jeder sagen, hey, was Macht sind wieder die einen Latsch. Die Latsch ja, im Studio rein. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Wenn es sachlich ist, glaube ich, kann ich es wirklich sehr gut annehmen. Wenn sie unsachlich ist, bin ich relativ gut geworden im Ignorieren. Also eben so das ganze Frisurthema, das langweilt mich ehrlich gesagt. Also wenn jeder dann plötzlich auch noch ein Figaro ist und kann meine Frisur beurteilen, dann finde ich okay. Es muss sie auch nicht jeder gut finden, das verlange ich überhaupt nicht, aber man kann sie mir einfach lassen. Es ist ja schon interessant, dass du so unglaublich polarisierst mit gewissen Themen. Also Ja. eben mit Frisur und Tattoo und dann Kleidung und Turnschuhe und so. Wie erklärst du dir das, dass es gerade bei dir, ich meine, es gibt ja noch ein paar andere wie der SRG, die doch, Susanne Kunz zum Beispiel, jetzt auch noch, nicht nur Mainstream sind, sondern ein bisschen Ecken und Kanten haben?
Sie exponiert sich wahrscheinlich selber weniger. Ich bin natürlich auf diesen sozialen Kanälen unterwegs und so, mit Freuden unterwegs und exponiere mich. Ich tue das noch ein bisschen mehr. Aber bei ihr, glaube ich, geht es schon auch in eine ähnliche Richtung. Sie kann es auch nicht allen recht machen, aber will es, glaube ich, genau gleich wenig wie ich. Völlig okay. Und was ich immer wieder merke, es braucht in unserer wunderbaren Schweiz relativ wenig zum Auffallen. Manchmal ist es mir wirklich nicht bewusst, dass ich jetzt könnte auffallen mit dem, was ich am Morgen anlege. Und ich merke dann, lustig, jetzt fallen die Leute auf. Es braucht nicht so viel bei uns. Ist das auch mit deinen Posts auf den sozialen Netzwerken? Ist das auch so? Weil da gibt es ja dann auch oft wegen banalen Bildchen auf einmal irgendeinen Shitstorm. Du trainierst nach der Carly auf dem Traininggerät und dann gibt es irgendwelche komischen Posts. Gut, dort hat es natürlich, wenn irgendwie, ich weiß nicht, wie viele das sind, vielleicht auf allen Kanälen zusammenzählt 100'000 Leute, die mir folgen, dass dann einer findet, du bist jetzt eine hässliche Tante, dann soll der das finden. Das war dort so eine gehypte Geschichte. Ich finde, das Zeug einfach ignorieren. Ich tue mich nicht befassen mit so destruktiven oder unanständigen Leuten in meinem Leben. Löschen tust du es gar nicht? Also dort hat es einmal wirklich so wüste Wörter drin, die ich dann, als ich es gesehen habe, auch gelöscht habe. Aber ich habe längstens die Übersicht verloren, was man da alles unter meine Bilder schreibt. Das ist mir wirklich irgendwie, ist mir dann egal, wenn es da gewisse Wüste dabei hat. Ja. Du, spannend habe ich gefunden, das Thema neues Frauenbild. Ich bin schon sehr froh, dass du Mami bist und arbeiten tust. Ja. Wie du endlich mal das neue Frauenbild prägen kannst. Das du schon lange erfunden hast, vor 2 Jahren eigentlich. Nein, ich bin wirklich froh, weil es braucht ein paar von denen, die sagen, man tut beides verbinden. Ja. Das hat ja auch gerade wieder für Wahnsinnsfurore gesorgt in all diesen Foren. Du hast in der Essi einfach erzählt, dass du nach 4 Monaten wieder anfängst zu arbeiten und glücklich bist dabei. Und da haben sich ganz viele Frauen negativ geäussert. Ja. Also, wie erklärst du dir das? Also mein Motto im Leben ist Leben und Leben lassen. Ich tue wirklich mich hüten davor, zu urteilen über andere Leben. Weil ich finde, das Einzige, was ich beurteilen kann, ist mein Setup, meine kleine Familie, wie die funktioniert, ein paar enge Leute rundherum. Das kann ich beurteilen. Und in allen anderen Fällen wage ich mich nicht, über das Glück von anderen Leuten zu urteilen. Und ich habe gemerkt, dass andere Leute das mit Wonne machen. Und bin auch ein bisschen verschrocken, dass wir noch nicht weiter sind. Ich finde irgendwie, wenn man im Jahr 2016 sich rechtfertigen muss, wenn man gerne schafft und für einen Job, den ich lange dafür geschafft habe, gekämpft hast du dafür, kämpfen, oder? Genau, dann finde ich irgendwie, ich habe keine Lust, mich zu rechtfertigen, warum ich das mache. Einfach, weil es Spass macht. Ja, es ist ja trotzdem, wenn du anfängst zu arbeiten, auch eine rechte Übergangszeit, oder? Ja. Und so, hast du das auch so erlebt, dass es halt dann gleich eine rechte Umstellung ist? Auch wenn man das alles unter einen Hut bringt, was du wahrscheinlich locker wirst. Und trotzdem macht es aber ja auch als Frau etwas mit einem. Und du bist eine taffe Businessfrau. Es verändert ja schon sehr viel und fordert. Sehr. Und ich habe auch die Zeit am Anfang mit der Carly, da habe ich mich sehr zurückgezogen. Ich war auch immer bei ihr. Und dann der Moment, wo du das erste Mal einen ganzen Tag wieder draussen in der Welt verbringst, das ist schon noch lustig, oder? Es ist dann plötzlich so, es fehlt etwas und man muss sich wieder daran gewöhnen und auch wieder das Vertrauen haben an die Person, die in dem Moment bei den Kleinen ist und so das ein bisschen Step by Step angehen. Ich habe schon gemerkt, es ist wahnsinnig, wie die Bindung. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel empfinden für ein Menschchen ab dem ersten Tag, oder? Normalerweise wächst eine Beziehung zu einem Menschen und wird langsam enger und da ist einfach von Anfang an ist das Band so eng. Also das heisst, Carly hat dich auch recht verändert oder dein Leben verändert? Ja, oder zumindest einen grossen Teil davon. Ich merke natürlich schon, ab dann, wo ich wieder in meinen Job hineingehe und wieder das Daily Business habe, ist jetzt nicht so, dass man dort alles unterjubeln neuerdings und ich finde, ja, alles okay. Ich bin nach wie vor, glaube ich... Ein anderer Fokus im Leben. Es ist jetzt alles gut. Genau, ich bin nach wie vor, glaube ich, tough im Business. Aber ich merke nur schon, wenn ich jetzt heimfahre, so richtig Feierabend, dann ist das ganz etwas anderes. Also die Vorfreude, um sie wieder zu sehen und so. Ja. Was findest du die grösste Herausforderung mit einem kleinen Kind? Oder einem kleinen Baby? Jetzt ist es ja das Baby. Also das neue Diktat eigentlich, dass ich nicht mehr kann. Ich habe vorne mein Leben durchgetaktet. Ich habe Termine gemacht und im Vorbeiweg bin ich noch schnell dort vorbei, etwas abholen und dann noch so. Und das Tempo drosseln und sich von jemand anderem sagen lassen, wie jetzt das Leben so läuft. Am Anfang, ich habe 37 Jahre lang gemacht, habe
gemacht, was ich wollte. Und so der Umstieg, da musste ich schnell den Klick abwarten im Kopf. Hast du das schnell gegangen oder hat das ein bisschen Zeit? Es hat einen Moment gebraucht. Es bremst einem wirklich so ab und ist wunderschön. Ich würde es nie hergeben, aber das musste ich wirklich schnell lernen. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch den Papi, den Florian, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Wie haben die Rollen aufgeteilt? Wir sind relativ gleichberechtigt und ich genieße das eigentlich noch. Ich glaube, ich würde es komisch finden, wenn er gewisse Sachen nicht könnte oder nicht würde machen. Wir sind dort beide, wir können eigentlich alle alles im Umgang mit der Carly. Also auch Windeln wechseln? Ja, definitiv. Hallo, könnte man da noch einen, der nicht Windeln wechseln kann? Nein, definitiv. Und ich finde das auch cool so. Und er will das auch, ein aktiver Papi sein? Ja, muss man mal fragen. Nein, er hat zumindest nichts anderes gesagt. Nein, ich finde, das muss so sein. Ich finde das schön, ja. Das ist aber heute auch nicht selbstverständlich, oder? Sagen. Es gibt immer noch sehr viele, die Männer sagen, du, das ist jetzt nicht mein Ding. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine Folge von dem Modell, das wir leben, oder? Wir sind beide eingespannt. Das heisst, es muss eigentlich jeder auch allein mit der Carly können und wollen funktionieren. Und das ist ja cool. Das ist vor allem für Carly cool, oder? Ja, ich hoffe es, ja. Er hätte ja nicht die 2 Wochen Vaterschaftsurlaub geniessen können, die uns der Nutzerland genommen hat. Wie sind ihr eigentlich dazu gestanden? Also ich finde natürlich, wenn man da schaut, im internationalen Ranking oder im europäischen Ranking, wo da die Schweiz steht mit dem Vaterschaftsurlaub, dann sind wir dort wirklich noch ein bisschen hinter dem Mond. Aber ja, das scheint mir offenbar die allgemeine Meinung zu sein, dass es lange irgendwie einen Tag schnell daheim sind. Es ist ja lustig, oder, der Vergleich Zügeltag und Papi-Tag, dass das bei uns gleich gewertet wird. Ja, das ist ja gerade von den Emotionen ganz ähnlich. Eigenartig. Haben Sie das so geglaubt? Ich nehme ja nicht an, oder? Dass er nur einen Tag. Nein, der Florian hat sich relativ lange daraus genommen. Und wir sind wie, ich habe immer so gesagt, Baby Bubble. Das ist ja so ein Begriff, wo man vorne gehört, dass es den gibt, aber erleben, was es ist. Nämlich wirklich wie in einer Blase rein, sich so in der Halbwirklichkeit zu bewegen rund um das kleine Bäbeli. Das ist wunderbar genossen. Ja. Gut, jetzt schaffst du wieder. Du hast ein Nanny-Modell gewählt. Was ist der Vorteil von einem Nanny? Ich habe jetzt ein anderes Modell. Ja, für meine unregelmäßigen Arbeitszeiten ist das sehr ein gutes Modell. Ich habe nicht Lust gehabt. Also erstens mal sind unsere Eltern nicht ganz in der Nähe. Und zweitens habe ich nicht Lust gehabt, mit den Schlusszeiten der Krippe oder mich auf fixe Krippentage festlegen. Es gibt uns eigentlich so Freiheit. Und was ich auch noch schön finde, ich muss Carly eigentlich nie so aus ihrem Umfeld rausreißen. Die Nanny kommt zu uns und sie kann daheim sein. Aber ich finde auch dort völlig wertfrei. Es muss jeder für sich das herausfinden. Vielleicht finden wir dann auch in 3 Jahren, es müsste jetzt anders sein. Ja. Hauptsache ein Post für euch. Genau. Ich lasse dich da schon mal wieder ein Kärtchen ziehen. Bleiben wir mal noch beim Thema Familie. Entschuldigung. Das sind ja so Gesprächsstoff, Kärtchen. Hast du das eigentlich auch mit Freundinnen, dass du ab und zu mal so einen Abend machst, wo einfach so ein bisschen wild über alles, was die Frau so bewegt, diskutieren? Das gern, allerdings ohne Kärtchen. Wir tun dann wirklich einfach wild. Genau. Und der wild? Ja, total wild. Was ist denn dort so das Hauptthema? Ich habe viele Freundinnen, die auch einen ähnlichen Lebensstil haben wie ich, die im Beruf sind. Das sind jetzt sehr banale Themen. Veränderungen im Berufsleben, Ausbildungen, wie geht es unseren gemeinsamen Kolleginnen. Ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ich tue noch gerne so die Käferli-Runden, das habe ich noch gerne. Ja. Das sollte ja sehr stressentlastend sein anscheinend. Finde ich, ja. Du, was steht da noch drauf? Wer war zu Teenagerzeiten dein grösstes Idol? Oh, das war sicher ein Sportler. Also ich war sehr Fan von der Michela Ficini, Skifahrerin damals. Wieso? Ich habe die einfach sehr lässig gefunden. Die war sehr herzig und herzlich. Und dann bin ich grosser Fan. Ich weiss nicht, ob du dich erinnern an Furbatz, die Gruppe, die an Eurovision Song Contest ist. Dort hat es die Marie-Louise Werk, die die Sängerin war von denen. Ich habe die grossartig. Das hat mich sehr beeindruckt, die grosse Bühne und wie die dort gesungen hat und so. Die hat noch Klavier gespielt, wie ein Herr. Ich weiss gar nicht, das sind glaube ich jemand anderes am Klavier. Ich weiss es nicht mehr sicher, aber das ist ja auch eine Leidenschaft von dir, oder? Das Singen. Du hast mal noch in L.A. hat man mal gelesen, ich habe einen Gesangskurs gemacht. Ja, genau. Ich habe Gesangsstunden genommen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und zwar wollte ich einfach mal wissen, ich habe immer sehr gerne gesungen, aber auch sehr falsch. Dann wollte ich mal wissen, was kann man da rausholen und habe Gesangsstunden genommen. Total spassige Geschichte, aber nie mit irgendeinem Hintergedanken da je etwas daraus zu machen.
Aber gleichzeitig habe ich dann irgendwie ein paar Jahre vorher angefangen Tennis zu spielen. Ich muss immer wieder mich so ein bisschen challengen mit neuen Sachen. Und leider habe ich jetzt das Singen wieder ein bisschen verloren. Ich singe manchmal den Carly vor und letztes hat sie angefangen zu brüllen. Sehr, sehr beleidigend für meine Gesangskünste. Jö, weißt du, das wird sich aber noch ändern. Ich Gut. glaube, ich bin gerade in der Phase, dass ich die ganze Zeit muss singen muss. Ich habe mal einen Gesangskurs gemacht. Also glaubst du mir, das ist gut investiert. Gut. Spätestens für 2 wird das Carly super finden. Du bist ja wie ich auch spätgebärend, so die ganzen Spätgebärenden, die in Hollywood das ja wahrscheinlich noch irgendwie junggebärend ist. Ja. Wie ist der Entscheid zustande gekommen? Habt ihr einfach sehr spät gefunden, ihr wollt noch Kind? Oder ist das für dich lange einfach als Frau sowieso kein Thema gewesen, mitten in der Karriere? Oder? Also ich habe es mir wie eigentlich immer offen gelassen. Es gibt doch die Frauen, die eigentlich seit 16 wissen, ich möchte mal gerne ein Kind haben. Das bin ich nie gewesen. Und bei mir ist es dann wirklich so gereift und auch durch die Beziehung mit dem Florian dann gereift. Aber es hat bei mir lange gebraucht, bis ich gefunden habe, das wäre noch etwas. Und ich glaube, es ist ja genau rechtzeitig gekommen. Ich glaube, ich wäre vor 5-6 Jahren oder auch vor 3 Jahren wäre ich noch nicht bereit gewesen. Ich glaube, ich habe wie noch ein paar Sachen machen, um die Ruhe zu finden. Ich habe auch immer einen sehr hohen Anspruch an mich als Mutter eigentlich. Und ich glaube, jetzt bin ich bereit, um das zu geben. Was ist denn das für ein Anspruch? Was ich bin natürlich jetzt völlig frei von irgendeinem Drang. Ich weiß auch nicht, irgendwie noch in den Ausgang dort und dort noch her und das nicht verpassen und so. Ich habe wie jetzt eine sehr grosse innere Ruhe. Ich tue, wie gesagt, sehr gerne arbeiten, aber alles andere, da bin ich total genügsam. Da finde ich unsere Familie wunderbar und bin irgendwie so ready, um mit der sonst die Zeit zu verbringen. Und du musst immer deine Karriere machen, oder? Die hast du irgendwie weggemacht. Das sagst du, ja, ich muss nur noch dranbleiben. Ja, aber das ist ein riesen Unterschied. Ja. Und ich habe natürlich dort, und das kann ich ganz offen sagen, auch einen grossen Ehrgeiz in den letzten Jahren. Ich hätte in den letzten Jahren nicht den Mumm gehabt, um für mehrere Monate, oder sind wir ehrlich, über ein halbes Jahr eigentlich weg vom Fenster sein. Und jetzt habe ich die Ruhe gehabt und das total easy machen. Ja. Eben, diesen Schritt braucht es ja zuerst auch einmal. Oder man muss nicht beraten sein für das. Ja. Wir schauen mal noch ein bisschen genauer in dein Gesicht rein. Da haben wir einen ganz speziellen Maler gemacht. Das ist der Pietro Sassi. Mal schauen, was er da in der Nase und an den Augen so lesen. Steffi Buchli, bekannte Schweizer Moderatorin im Sportbereich. Und dort haben wir ein wunderschönes Zeichen. Ja, vielleicht ist das beim Sport gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen ungeduldig ist. Und Steffi Buchli ist ungeduldig. Also jeder eine Neigung zur Ungeduld. Und zwar sieht man das da, wie das von der Stirn sehr fließend da in die Nase hineingeht. Es ist also kein Bock da, sondern es geht sehr fließend rein. Und das zeigt die Neigung zur Ungeduld. Was markant ist, ist auch, dass sie da in der Nasenspitze vorne 2 Käntchen hat. Und die 2 Käntchen sind zuständig fürs Optimieren. Steffi Buchli ist jemand, der ständig optimiert. Immer wieder neue Ideen hat. Oder sie will anders machen. Oder noch dazu das auch noch. Und das kommt dann noch dazu und das wird sie immer wieder verbessern. Sie wird nicht sagen, das ist schlecht gewesen, was sie gemacht hat. Aber sie wird immer wieder neue Ideen haben, um Ideen optimieren. Das ist lebenslänglich eine wunderschöne Aufgabe. Was noch wichtig ist, sie hat eigentlich da sehr schmale Oberlippen. Schmale Oberlippen sind zuständig für effektsorientiert, verstandesorientiert. Das heißt, ein Gemisch von dem her, dass sie einfach auf Facts angewiesen ist. Wenn man sie überzeugen will, dann muss man ihr schon ein paar Sachen auf den Tisch legen, die factsorientiert sind. Dann hat sie da ein ganzes feines Grübli da, das Kinngrübli da. Und es geht da leicht da rein. Und das zeigt mir, ja, Steffi Buchli kann betupft sein, kann beleidigt sein. Betupft, beleidigt. Das wäre dann spannend zu diskutieren, wie sie das an sich selber sehen. Dann hat sie ein ausgewogenes Selbstbewusstsein. Wo sieht man das? Das sieht man da hinten am Ohr. Da, das ist sehr bündig da. Das ist bündig mit dem Aussen- und dem Innenohr. Und sie wirkt ja sehr selbstbewusst. Also bei jedem Auftritt ist sie sehr selbstbewusst und das wirkt auch so. Die Wirkung nach außen. Was nicht unbedingt als Grundlage muss da sein, weil dort ist es eher ein ausgewogenes Selbstbewusstsein. So, jetzt wissen wir, wie das ist mit dem Selbstbewusstsein. Es ist ausgewogen. Was heisst denn das jetzt genau? Ich glaube, es ist so
gesundes Selbstbewusstsein hat man ja so ein bisschen als Begriff, den man kennt. Und ich glaube, es ist etwa das. Ich habe wie viele Menschen, und ich manchmal auch zweifle und. Aber ich glaube, ich zweifle nie in den Grundfesten. Ich glaube, ich würde es so beschreiben. Was gibt denn das? Was sind das für Momente, wo du einmal zweifelst? Ja, natürlich schon, wenn es irgendwie um emotionale Entscheidungen geht. Ich bin ein Mensch, der dann doch auch auf den Bauch lässt, obwohl ich Facts muss haben. Ja. Und dort kann ich durchaus mal ins Zweifeln kommen. Oder auch wenn es dann Kritik hagelt. Ich bin ja jemand, der sich selber auch immer wieder einmal hinterfragt. Und dann gibt es auch wieder einen Moment vom Zweifeln. Oder eben, mache ich alles richtig, jetzt im Zusammenhang mit den Kleinen. Das ist auch immer wieder zu überdenken. Ja. Dann hast du ja eben das sensible Kind, Grübli, Ja. das Betüpftsein, sensibel sein, das kennst du auch von dir. Ja, und meine Reaktion darauf ist natürlich dann eine sehr emotionale. Ich bin so eine, die relativ oft Mails für den Kübel schreibt. Also Mails, die ich eigentlich aus therapeutischen Zwecken für mich zur Psychohygiene schreibe und nie abschicke. Und das ist natürlich auch so ein Lernprozess, den ich durchgemacht habe. Ich bin sehr emotional oder ich kann sehr beleidigt sein, aber habe so wie gelernt, vor allem natürlich auch im Geschäftsleben, um damit umzugehen und ein bisschen cooler zu werden. Das ist der Vorteil vom Älterwerden. Ja. Du, dann haben wir das mit dem Optimieren noch gehört, oder? Also Touché. Ich wollte sagen, wenn man die Sendung nachher anschaut, das Ja. ist... Gibt es so einen Punkt, wo du schon gesagt hast, hey, da bin ich total zufrieden gewesen? Weil so das Optimieren würde ja dann immer eher so für auch wenn es jemand anderes als 6 anschaut, siehst du es als 4,5. Ja, oder? ja. Also es ist schon ein bisschen so. Das ist wirklich sehr, sehr treffend. Und ich bin manchmal auch so ein bisschen getrieben. Für mich ist Wiederholung eigentlich mit Langweile verbunden. Und das ist noch anstrengend, weil eben, es ist ja dann nie zweimal etwas machen. Man kann es dann einfach zweimal machen, sondern für mich muss es dann beim zweiten Mal mindestens einfach noch eine Stufe besser sein und so. Das ist eigentlich noch anstrengend, aber andererseits eben treibt es einem auch an. Für mich okay. Ungeduld haben wir auch noch gehört. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du sehr ungeduldig bist. Ich habe in den letzten 4 Monaten sehr gelernt, geduldig zu sein. Vor allem mit dem Stillen, oder? Ja, das ist, am Anfang stillt man ja gefühlte 7 Stunden. Das ist ein bisschen weniger, aber es sind gefühlte sehr lange Stunden. Und dann habe ich gedacht, wow, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, Steffi, du musst jetzt einfach pro Tag 4 Stunden in diesem Stuhl sitzen und nichts machen. Du darfst nicht auf deinem Handy rumdrücken, du darfst kein Buch lesen, du darfst gar nichts machen. Dann habe ich gesagt, sorry, das kann ich nicht. Ich habe das maximal eine halbe Stunde. Und dann lernt man das einfach und es geht. Es geht. Das hat fast etwas Meditatives. Ja, oder? definitiv. Also gut, wir haben bei dir Wow. auch noch auf Instagram gesehen, du hast auch noch Tennismatch und so. Ja, ja, natürlich. Also nicht während dem, ich habe wirklich so relativ strikt und auch dort so ein bisschen pingelig. Während dem Stillen habe ich nie, oder sogar wenn Carly im Raum war, habe ich nie Fernsehen geschaut, weil ich so finde, die Ruhe, das ist gut für sie. Ja. Du hast ja gesagt, du seist sehr viel sensibler geworden seit der Carly. So kleine Häuser aus, oder bist du das vorher auch? Ich habe vorne schon recht viel gebrüllt, aber so das Hollywood-Brüllen bei Romanzen und so, das habe ich irgendwie immer gehabt. Aber jetzt natürlich, also ich habe wirklich im Moment kann ich fast nicht Nachrichten schauen, Flüchtlingsbilder oder Bilder von Flüchtlingscamps, wo man Kinder sieht oder einfach Menschen sieht, die frieren und im Schlamm stehen. Ich ertrage das fast nicht mehr. Ja. Das geht mir übrigens auch so. Jetzt gebe ich dir dann noch mal ein Kärtchen zu ziehen. Ich bin gespannt. Gibt es einen Ort auf der Erde, den deiner Meinung nach jeder besucht haben sollte, bevor er stirbt? Los Angeles. Das ist meine absolute Lieblingsstadt. Aber wirklich? Ja, und das kann ich jetzt auch so sagen, weil dort hat es schon viele Leute. Es ist auch nicht so schlimm, wenn noch ein paar mehr hergehen. Ich finde das ein wunderbarer Ort auf dieser Welt. Aber aus welchem Grund? Ach, ich habe noch mal so etwas gelesen, weil Los Angeles dort so auf dieser Plattenkante liegt, darum ein bisschen Erdbeben gefährdet und so. Darum sagen die Leute jetzt sehr kreativ, weil sie am Morgen schon könnte alles zu Ende sein. Und ich finde das noch treffend. Es ist so etwas Sprudelndes dort. Irgendwie, ich finde es so ein guter Kraftort für mich. Ich gehe sehr gerne dorthin. Also das heisst, es war nicht nur der Ort, wo du singen bist, sondern du warst auch sonst schon mal in L.A. Wir haben so, wirklich in den letzten Jahren sind wir fast jedes Jahr einmal gegangen, obwohl es ein bisschen weit ist. Aber ich würde jederzeit immer wieder gehen. Mit der Carly bist du schon mal gereist? Lang noch nie. Wir sind noch nie geflogen. Aber sonst so ein bisschen rumgekutschiert.
In der Schweiz schon, ja. Also das hast du schon gezeigt. Ja. Und ich hoffe auch, dass ich dann so... Ich habe nicht gerne, wenn die Leute dann so kompliziert werden mit den Kindern. Und ich hoffe, dass ich unkompliziert bleibe und dass ihr nachher mit auf den Weg geben. Von dem her haben wir schon relativ klein haben wir da so erste Reisen gemacht. Ja, es gibt ja viele Theorien, die sagen, so wie es Mami ist schlussendlich auch die Tochter. Also ich sage jetzt mal, die energetische Ausstrahlung, die du hast, hat sie wahrscheinlich auch, oder? Das wirst du auch schon merken. Ja, ich hoffe es. Also, dass wenn du nervös bist, ist sie halt dann eben auch, oder? Das lernt man ja auch relativ schnell. Ja, definitiv. Ja, also und wie. Und ich hoffe, ich kann ihr wirklich so ein bisschen Gelassenheit mit auf den Weg geben. Aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich angespannt bin, dann wird sie auch. Ja. Du, ein zweites gibt es bei euch? Das fragen jetzt noch viel. Das finde ich noch lustig, dass so früh nachher die Frage kommt. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe, glaube noch keine Sekunde einen Gedanken daran verschwendet, weil ich wirklich finde, es fühlt sich im Moment sehr komplett an. Es ist wirklich einfach fein. Sehr. Vielleicht kommt es dann irgendwann noch anders, ich würde melden. Aber im Moment ist es wirklich gerade so total okay. Was ich bei dir sehr cool gefunden habe, ist, du bist eine der wenigen Frauen, die keinen Stress hatte mit dem dem Babyspeck, den man auf alle Fälle sich angegessen hat. Man sieht zwar nicht mehr viel, aber du hast ja gesagt, du bist total entspannt damit. Und das muss jetzt nicht so sein, dass du per sofort wieder all die Kilos los wirst, die du mal gehabt hast. Also ich probiere entspannt zu sein. Ich bin schlussendlich auch nur eine Frau. Und natürlich finde ich manchmal auch, das könnte jetzt aber auch ein bisschen schneller gehen. Aber ich habe einfach dort gefunden, wir sind keine Übermenschen. Es braucht einfach einen Moment. Der Bauch hat 9 Monate gebraucht, bis er da war. Dann darf es auch einen Moment gehen, bis er wieder weg ist. Hat sich das Körpergefühl verändert seit der Geburt? Ich bin jetzt so eine, ich bin nicht mega gern schwanger gsi. Mich hat das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, was da mit dem Körper passiert. Ich habe gemerkt, mein Selbstverständnis mit Sport machen, mit sich bewegen, mit dem Wissen, wie der Körper funktioniert. Ich spüre meinen Körper, glaube ich, sehr gut. Und einen Moment lang bin ich wie nicht mehr rausgekommen. Und für mich war jetzt mehr so die Wohltat gewesen, jetzt ist Carly da und mein Körper ist auch wieder da. Ja, genau. Ich habe das nicht so einfach gefunden, die Phase vom Schwangersein. Ja. Von dem her bin ich jetzt eher wieder am das geniessen, dass ich wieder langsam mich so zurückentwickle zu so war es genau. Und wir dürfen mal wieder. Ja, oder? genau. Ja. Wohnen war wahrscheinlich bei dir auch wichtig gewesen, und das ist bei uns regelmäßig auch ein grosses Thema. Wenn Sie Lust haben, die ein bisschen zu verschönern, dann können Sie das jetzt machen. Wir haben 1000 Franken von Pfisten, die wir Ihnen dürfen verschenken. Und zu verschenken habe ich zum Schluss auch noch etwas für dich, nämlich Gottlieber Hüppe. So geht das nie mit diesen Babypfund, wenn du mir Hüppen schenkst, Claudia. Ja, das stehst so, weil sonst sagt man ja beim stillen Spiel alles geht. Danke vielmals. Danke vielmals und toi 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 für die Zukunft. Das sind noch ganz viele schöne Momente mit der Carly. Hast aber auch beim Arbeiten, finde ich auch ganz wichtig, dass du gleich wieder darfst sein, ohne Kritik. Danke vielmals und merci für die Einladung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder dann für unser Best-of. Wir gehen nämlich in die Sommerpause. Ich hoffe, Sie schauen wieder rein am Donnerstagabend 22:00 da auf dem Teleclub Prime. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.